das Radio leise machen, weil sonst kriege ich einen Strike. Es wird zwar keiner zuschauen, aber ist mir jetzt wurscht. Ich möchte schauen, ob die Verbindung klappt. Kann man das nicht irgendwo da hinklemmen? Berchtesgaden, 19 Kilometer, Bad Reichenhall. Da muss immer ein Bundeswehrdinger. Da ist immer eine Kaserne, oder? Nein. Doch. Ist da vorne. Ja. Stein ist da vorne. Ei, das waren schöne Zeiten. Das waren meine schönsten Soldatenzeiten. Also da oben bei den Preisen, das war scheiße. Aber dann Gebirgsjäger, das war klasse. Salzburg, Freilassing, Bayerisch Gmor. Reichenhaller Salz. Salz, Salz. das weltbeste Salz kommt daher, gell? Weil das ist schon so warm, das ist schon so brutal. Fahrt zu. Komm da. Komm da. Gas! Gib Gas! So, ein Zuschauer, der ist wieder geflüchtet. Egal. Macht aber so Spaß. Ich habe gestern geschworen, ich mache auf YouTube bloß so Sachen, die mir Spaß macht. Und wenn es 5 Abonnenten weniger sind pro Video, ist mir das auch egal. Mir soll es Spaß machen. Ja, und die Leute natürlich, die was verfolgen. Denen soll es natürlich auch Spaß machen. Wenn jetzt nicht mehr folgen, waren es keine gescheiten. Genau. Ach ja, wir haben gelbe Säcke. Also da in Bad Reichenhall. Da haben wir eine blaue Tonne. Und blaue Tonnen gibt es für uns Säcke. Also in Traunstein nicht. Landkreis Altötting hat es schon gegeben. Blaue Tonne für Papier. Und die gelben war für Dosen, Blech, Plastik. Ah ja, jetzt kämen da wieder die Profisportler. Das sind die, was da unten Mountainbiken, die Mountainbike. Ja, im Sommer sind die richtig nervig, das sind ja ganze Kolonnen. Vor allem, wir haben da ja Radwege, wo so lange nicht heißt, dass die dann auf Radweg fahren. Das ist ja ein Radweg, ein Rennradweg. Genau, also für die brauchen wir einen Rennradweg und einen, was noch? Mountainbiker brauchen wir auch bauen. Ja, der Mountainbike, ja, der Mountainbike. Und keiner weiß, wem das gehört. Genau. Ich bin so gespannt, wie es damals dann ausschaut. Also jetzt Berchtesgaden, dann direkt rein ins Zentrum und dann beim Bahnhof scharf links. Was du erinnern? Was? Scharf. Wollen Döner mit Schaf? Scharf? Nee, mit Chicken. Nein, wollen Döner scharf? Nein, ich möchte Döner Chicken. Blödsinn. Ich glaube, die Livestream kann ich gar nicht veröffentlichen. Die muss ich dann später löschen. Ich möchte eigentlich bloß schauen wegen der Verbindung, weißt du, wann die abreißt. Ich mache das jetzt wieder Markus Faas. Ich schaue jetzt so lange, bis mein Guthaben aufgebraucht ist. Ja. Also ist in 10 Minuten dann Schluss. Spaß, Kasse. Aber es ist schon zu warm, wirklich. Es ist 26,5 Grad. ja, 26,5 Grad. Das ist nicht normal. So, ein formelles Kennzeichen gefunden. Wahrscheinlich macht er halt blau und der Chef sieht den Stream und jetzt ist er arbeitslos. Kann das Auto mehr hergeben. Genau. Da oben ist die schlafende Hexe. Ich mache mal das Fenster auf. Also ich nenne die so. Kann man da im Livestream eigentlich ranzoomen? Oh ja. Ja, das ist ja cool.
Ey, Trottel, da war mir fast das Handy ausgeflogen. Also da sieht man, boah, Alter, ist die da in die Kurven jetzt rein. So, jetzt habe ich die Hand noch auf dem Mikrofon. Also da oben ist, jetzt wenn es da mal so guckt, also das ist die schlafende Hexe da oben. Da sieht man da das Kopf hoch, die Nase, hier, die Lippen, das Kinn. Von der Brigitte. Titte von der Brigitte, glaube ich, darf man nicht sagen auf YouTube. Genau. Also jetzt nochmal. Hier. Rauszoomen. Oh. Na, jetzt sieht man es wieder mal. Ja, weil du Motorrad fährst, oder? Ein Motorradweg brauchen wir auch noch. Motorrad. Also jetzt schauen wir es nochmal an. Jetzt kommt schön, schau. Also das ist die schlafende Hexe. Die erregte, schlafende Hexe. Hier. Pfui. Pfui. Was da was mir gefallen? Na, Auf den Kaffee gefallen wieder. Kaffee. Einen richtig schönen Kaffee da. So, dann fahren wir mal in den Schnee rein. Jetzt haben wir schon so weit nach. Ja, aber da oben liegt Schnee. Da liegt schon, ja. Also ich bin mir sicher, wir sehen heute noch Schnee. Also ganz ehrlich, wenn die Verbindung nicht abbricht dann werde ich mit der Dani noch Schneeballschlacht machen. Bei 30 Grad. Weil du überholen musst. Du hast ja 50 Kilo genau. Ja, jetzt filme ich die. Anzeige ist raus. Anzeigenabmeister. Anzeigenhauptmeister, Walter deines Amtes. Ich bin nicht der Anzeigenhauptmeister, ich bin der Anzeigen-Video-Meister. Kriegen alle Anzeige. So nicht. Und dann bremsen. Mei. Jetzt werde ich im Handy so ein bisschen mitgehen, die Kurven. Boah, da schaut das so geil aus. Pass auf. Schau hier. Achtung. Miau. Boah. Und noch rüber da. Ja. Warte, andere Richtung. Aber nicht zu steil, also ein Schwalbe. Leute, das ist. Das ist Hollywood. Oh Mann. Nein, den Stream lösche ich, mache das nur aus Spaß gerade. Weil mit der Meyer-Zensi Stream geht gar nicht. Gar nicht, da gibt es einen Strike. Da gibt es einen Strike. Hallturm. Aber wie das alles gelb ist, gell? Das ist wie Nebel. Also gigantisch. Ich weiß ja nicht, wie es sonst in Deutschland ist, aber da ganz komisch. Aber jetzt kriegen wir 20.000 Elefanten aus. Ja, nicht aus Botswana, nein, Namibia. Nein, wo? Boto. Wo kriegen wir Aus die? Timbuktu, keine Ahnung. Dann fühlen sich die Elefanten gleich wohl bei uns. Früher war Spanferkel, dann gibt es halt Elefant im Sommer. Da unten könnte ein ganz berühmter Bauernhof. Muss ich bloß schauen, ob der überhaupt so steht. Was da gedreht worden ist. Ja. Ich glaube, das ist sogar der Hof da unten. Liebesgrüße aus der Lederhosen. Den Porn Die Schmuddelfilme, die bayerischen. von der Oma. Von der Oma. Ah ja, eher von unseren Eltern. Ich glaube, das ist da unten der Hof. Da ist das gedreht worden. Alles. Oder war das der Hof da unten? Ach, auf alle Fälle irgendein Bauernhof. Das war da die Location von die Liebesgrüße aus der Lederhose und auf der Alm. Wow, jetzt Jungs. Oh. Wackelt natürlich wie die Seuche im Auto, aber schaut euch das an. Schnee und Sahara-Staub. Gigantisch. Also das ist der Watzmann. Auf, ich muss ja auf den Berg. Der Watzmann, der Berg ruft. Der Berg. Achso, von dem Berg kommt das, der Berg ruft, genau. Der Watzmann.
Eieieiei. Das wackelt natürlich wie solche, aber das Wetter ist so ein Phänomen halt, das ist gigantisch. Es ist sehr warm, 26 Grad, Schnee und Sahara-Staub. Also ganz komisch, auch vom Licht her. Ich bin gespannt, ob ich ein paar Fotos machen kann oben dann. Also 1600 Meter fahren wir heute hoch und dann schauen wir mal. Richtig cool wäre es, wenn wir über der Wolkendecke wären, aber es ist eben keine Wolkendecke. Ich glaube, das ist nämlich genau der Film jetzt rechts raus und dann kommen Heiser, ist schon klar. Diese Staubdecke ist das. Eieiei. So, Entschuldigung für das Verwackelte. Wahnsinn. Also gigantisch. Ich bin jetzt so gespannt da oben. Ich war nicht einmal ein Gimbal dabei. Wenn jetzt kein Depp gewesen war, hätte ich einen Gimbal mitgenommen, hätte hingestellt. Oder mit der GoPro, aber mit dem Handy ist... Das war halt einfach spontan. Ja, es war spontan, das stimmt schon. Ich möchte den Leuten bloß zeigen, wie das bei uns heute ausschaut. Hi, grüß dich, servus. Spontan live auf dem Weg nach Berchtesgaden. Das Wetter ist so brutal komisch heute. Andi, grüß dich. Wir machen bloß Streamblödsinn heute. Blödsinn. Genau. Die Maja Zenzi ist auch dabei. Sag mal ein Andi aus Zagreb, hallo. Grüß dich, Andi. Ah, die Maja Zenzi hat grüß dich gesagt. Und der Stoppschild ist auch da, der Jörg. Grüß dich, Stoppschild. Bei Stoppschild braucht man nicht beim Autofahren, gell? Eher nicht. Ah, Eher nicht. na, den Stream braucht es nicht einmal liken. Also das wackelt wie ein Kuhschwanz. Aber schaut hier. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist gigantisch. Wie gesagt, der Schnee und das Gelbe, das ist alles gelb. Der ganze Himmel komplett gelb. Erst einmal gemeint, oh, in die Berge ist es aber heute neblig. Ja, das ist gut Regen. Also wenn dann die Luft wieder sauber ist, gell? Aber ich möchte unbedingt schauen, wie es oben ist. Vielleicht kann ich ein paar schöne Fotos machen. 30 Grad, ja, aber du bist ja eher an der Küste, Andi, oder? Du hast ja so die Meeresbrise ein bisschen, oder? Vom Meer, schätze ich mal. Das Wandern ist des Müllers Lust. Dani. Also mit der Maja Zenzi. Sag einmal. Brüllt die aus dem Fenster raus. Also der Autofahren. Katastrophal. Wie lange braucht man jetzt eigentlich noch? Was haben wir jetzt? Jetzt sind wir gleich im Berchtesgaden. Sind wir gleich in Berchtesgaden. Ja. Der Engemann, Fotografie Engemann, der hat vor 2 Tagen, glaube ich, ein Video über Berchtesgaden rausgebracht. Sag ich, Hackutza, ich bin die ganze Zeit da im Eck. Wieso sagst du nichts? Ach, Zagreb ist im Landes... Ach, Zagreb direkt, okay. Ja gut, da wird es dann schon ganz schön warm, gell? Weil so am Meer geht's eigentlich. Da mag ich jetzt einen Urlaub machen. Wer braucht schon ein Radio, wenn man eine singende Fahrerin hat? Ja du, wenn die singen könnte, wäre es ja kein Problem. Aber die kann ja eigentlich bloß rausbrüllen. Ich kann nur brüllen. Die kann ja da bloß rausbrüllen. Du, langsam tut mir vielleicht der Arm weh. Da steht ein Mountainbike. Da Oh, steht jetzt ein singt die wieder. Mountainbike. Und keiner weiß, wem das gehört. Königssee. Königssee. Am Königssee, ja, den dürft ihr eigentlich auch kennen von den tollen Fotomotive und von den abstürzenden Influencern. Ah, okay, cool. Ja, Berchtesgaden ist halt wirklich Touristending, also als Einheimischer. Aber es gibt da noch Orte, wo ich gerne hinfahre. Du musst dir mal Bescheid geben, wenn du wieder unten bist. Aber nicht walken, gell? Autofahren. Walken habe ich jetzt noch nicht so durchgerungen wie du. Also, Respekt dafür. Uwe, grüß dich. Ja, super. Ja gut, dann sind jetzt alle Leute da, was wir brauchen. Der Uwe, der Stoppschild, der Andi.
perfekt läuft, oder? Ehrenwerte. Sag mal, grüß dich. Grüß dich, Uwe. Alles fit im Schritt. Uiuiui. Ich schaue mal nochmal, wenn wir jetzt da um die Kurve fahren. Vielleicht kriege ich einen Watzmann nochmal drauf. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie das mit dem Licht so richtig schön seht. Also die Meierzins, sie fährt keine Kurven, die fährt Haken. Gach links. Gach links. Also da auch. Ganz komisch. Gruß vom Uwe zurück. Merci. Alles frisch, sagt er. Alles frisch. Alles frisch. Jetzt probiere ich es nochmal. Jetzt kämen bestimmt wieder Bäume. Ja. Ja, klar. Also ich bin so gespannt, wie es da oben ausschaut. Ich schätze mal, dass ich da gar kein Foto machen kann. 3 Haxen auf weh. Oh, die belästigt schon wieder Motorradfahrer. Ja, braver ist er. So ist er, braver. Mai Fahrschule. Hast du das gelesen? Mai-Fahrschule. Hast du geschaut? Ja. Mai Fahrschule, das ist ja schöner. Ein Reisnagel. Mai Fahrschule, das ist ja cool. Auf Bayerisch. 3 Fahrstuhl. Naja, eigentlich ist er nicht der Mountainman auf der Road, sondern in the car. Die Meierzins ist halt auf der Road. Meier sind sie. Die Meier sind Oh, ich schau hier. Mei, oh mei, oh mei. Das ist so scheiße mit dem Handy. Der hat keinen Reisnagel auf. Die auch nicht. Oh Gott. Ja, blöde Brühen. Jetzt Jörg, da tun wir jetzt aufwalken. Ja, da walken wir jetzt auf. Walking on the mountain. Weil da hinten auch. Walking on the Schnee. Oh Gott. Da schaut es aus wie in Duisburg. Bieger, wie heißt der Biegerpark? Na. Biegerpark. Ach so, und für alle, die es interessiert, da vorne ist der Parkplatz, wo das Video von Christian Limanski entstanden ist. Das Fanvideo vom Ehrenwerten, wo mich der Christian Limanski besucht hat. Genau, da war der Parkplatz. Jetzt haben wir rot. Super. Rote Welle. Vorhin haben wir es gerade noch verschrien. Gell? Danke, Stoppschild. Super. Nein, das war ein Stoppschild. Achso, das war ein Stoppschild. Kehlsteinhaus, Hotel zum Türken. Genau. Jo. Ja, passt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, der Stream ist bloß Schmarrn. Blödsinn. Ja, das Fanvideo war witzig, aber es ist genau die Stelle davon, wo wir das aufgenommen haben. Mit dem Christian Limanski. Ach ja. Ich möchte bloß schauen, wie weit das wir kommen, wann die Verbindung weg ist. Ich schätze mal so 10 Minuten, Viertelstunde fahren wir noch. Wir sind jetzt gleich direkt im Zentrum, Berchtesgaden. Wenn wir da jetzt einmal grün wieder hätten. Und dann den Berg hoch, weil da oben, glaube ich, ist gar keine Verbindung. Schade. Weil eigentlich werde ich so gerne streamen beim Kaiserschmarrn essen. Aber vielleicht probiere ich später nochmal. Genau, Uwe Kim, Kaiserschmarrn. Aber Stream ist geliked. Ja, cool. Schmarrn ist das, was wir wollen. Ein Schmarrn, ja. Ein Schmarrn. Ja, ein Bayerischen Schmarrn. Nein, Kaiserschmarrn, Mann. Oder Mann, jetzt ein Schmarrn. Ja, die Einladung steht, aber den kriegst du nicht raus aus seinem Pott. Das kommt davor, wenn man im Schloss hängen bleibt. Ja. Ich glaube, der Uwe ist nicht in seinem Eurock Castle, sondern im Eurock Kerker im Verlies. Weil da unten geht es auch ganz schön weit runter, so wie jetzt erst. Aha. Oh, grün. Oh, grün, super. Yippie. Ah. So ein Schmarrn. So ein Schmarrn, der Kaiserschmarrn. So, jetzt haben wir in Berchtesgaden. Kreis Berchtesgadener Land. Und schon stehen natürlich die ganzen Ferienhütten rum. Also Ferienhütten haben wir eine nach der anderen. Also das ist alles Tourismus. Mehr als grün, mehr als heißer. Das ist Tourismus. Das ist Haus der Berge. Das ist da, wo wir mit Christian Limanski drin waren. Haus der Berge. Mei. Kreisverkehr. Oh ja, da ist ein Kreisverkehr. Okay. Uah.
Das ist der Meier Zenzi hier. Ja, Uwe, bei so einem Wetter muss man raus. Gell? Bei uns ist es so mit den Kupferdächern. Das ist ganz typisch, vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen. Gut, das sind jetzt Holzdächer. Aber da oben alles Touristenhotels. Schaut, vielleicht kriegt es einigermaßen, kann man gar nicht so genau sehen. Das ist ein Riesenhotel. Hotel, Auto. Und das sind alles nur noch Hotels. Also der alte Ortskern, Hotel für Jahreszeiten, Berchtesgaden Souvenirshop, Griechenland. der bayerische Grieche, Café, und da geht's weiter. Hotel Wittelsbach, klingt auch günstig. Da hocken die Touristen. Beim Mai. Ja, jetzt kommt dann die Zeit wieder, wo wir unsere Heimat verkaufen. Oh mein Gott. Der Reisnagel, die kann nicht einmal Anzeichen geben. Ja, ist schon spät, gell? Rümpfig. Fotogreiner und Radio Denk, Fotogalerie. Wow. Der bayerische Grieche war das, genau. Der bayerische Grieche. Edelweiß. Hotel. Also bei uns heißen die Griechen alle Akropolis. Da kannst du super essen, das ist ein bayerischer Grieche. Da hinten haben wir auch Kaffee. So, jetzt glaube ich unten fahren. Wo jetzt? Geradeaus. Schaut mal das an, das ist allein ein Hotel, Hotel Edelweiß. Wir reden vom Berchtesgaden, das war früher ein Bauerndorf. Und unter dem Ende des Zweiten Weltkriegs und Anfang des Zweiten Weltkriegs ist er das als Reiseding aufgekommen. Das war ein Reiseunternehmer aus Hamburg, der hat dann die Leute daher gekarrt. Schau, so blöd geht's zu. Beim bayerischen Griechen gibt es Pizza, genau. Ja. Also das sind alles, ja, wie gesagt, das war vor 80 Jahren, war das noch ein kleines Dorf. Spielhalle. Da kann man vielleicht ganz deutlich sehen, wie das sich so extrem stark entwickelt hat. Und irgendwie finde ich es auch schade. Gut, es bringt zwar Geld, aber ja. Ist ja da schade. Bin dann mitten im Dorf. Also wir reden da nicht von Gasthöfen, sondern gigantische Hotelkomplexe. Da unten müssen wir dann, glaube ich, scharf um die Kurve. Auf links. Keine Sau wird sich den Stream anschauen. Ach, da kann man so die Kupferdächer ein bisschen erkennen. Genau, da jetzt scharf links. Da haben wir es eh schon. Rossfeld, Panoramastraße, Kehlstein. Rechts geht's Ramsau, Schönau, Königssee. Das sind ja genau die Stellen, wo die Leute so gerne fotografieren gehen. Wir sind eigentlich solche Trottel. Wir haben ja das eigentlich alles vorm Haus. Gell? Ja. Und machen nichts. Watzmann-Therme. Ja. Na, ich möchte noch nach Duisburg auf die Fotomesse da. Super. Langweilig. Ja, der Olaf würde jetzt sagen, langweilig. Genau. Ja. Piep, langweilig. So, jetzt müssen wir ganz scharf um die Kurve kratzen. Achtung, Kurve gerade. Da vorne ist der Berchtesgadener Bahnhof. Ein Riesenbahnhof, aber der ist damals für die ganze Politprominenz in die 40er Jahre gebaut worden. Also völlig überdimensioniert. Da sind auch solche Gebäude nur übrig, wo man das noch richtig irgendwie ein bisschen erkennt. Hast du jetzt dann irgendwo Ja. den Windbeutel? Geradeaus, ja. Jetzt da? Da ist er. Jetzt ist da schon wieder. Achso, da geht's auf wie Sommerrodelbahn Hochlenzer. Ich zoome das mal ran. Und zwar Windbeutelbaron. Da gibt es aber auch die Windbeutelgräfin. Die ist aber, glaube ich, am Königssee. Die müsste dann am Königssee sein, genau. Und da ist Windbeutelbaron. Und die Windbeutel sind ungefähr Kinderkopfgröße. Und das sind so alte Häuser da hinten. Das ist noch alter Stadtkern, sechs. Oh, ich wackel. Das sind noch so alte Häuser, die immer zwischendrin wieder auftauchen. 8 Zuschauer, seid ihr verrückt? Ich mach doch bloß Blödsinn hier heute mit der Meier Zenzi. Nur Blödsinn, wenn die heute schon mal frei hat. Also wenn ihr so dranbleiben wollt, in 10 Minuten sowas, geht die Straße hoch. Das wird dann spannend, also von der Sicht her.
Ich weiß aber nicht, wie lange das da die Verbindung da herrscht. Oh, Hofbräuhaus. Stopp, da müssen wir hier. Hofbräuhaus. Nein, Oh. nein. Nein. Gibt's nicht. Hofbräuhaus darf ich nicht. Macht schnell. Das Lustige ist, auf dem Weg hierher haben wir die Berge überall groß gesehen. Jetzt sind wir hier und auf einmal sind die Berge weg. Das ist immer so faszinierend. Nichts mehr. Nichts mehr. Hier nicht. Hier nicht. Auf einmal ist der Watzmann weg. Ja, was? Wieso? Weil die Berge, das jetzt alles verdecken. Da oben ist auch so ein kleiner Eingang, gell? Oder? Irgendwas ist da oben. Ja, das Mann. war noch Salz. Man darf ja nicht vergessen, das Gebiet, das war ja alles damals die Prominenz. Salz. Die haben das alles aufgekauft, die Bevölkerung unter Druck gesetzt. Das war ja alles, wie hat es geheißen, Führergebiet, alles unterhöhlt. Infrastruktur, schaut euch das Wasser an. Ach Gott. Richtig schön blaues Wasser. Reisnagel. Das Schöne ist ja das Wasser, ja gut, da hier unten jetzt nicht, aber in die Berg oben, das kannst du trinken. Du hast da keine Algen drin, kein Schmutz, gar nichts. Also, das ist kristallblau, grün, ganz oder Türkis, sagt man da Türkis? Müsste der einen Uwe fangen, aber der kennt sich ja nicht aus. Ja. Ich kann das Handy nicht rausschmeißen. Hi, grüß dich, servus. Wir sind jetzt gerade durch Berchtesgaden durchgefahren und fahren jetzt aufs Rossfeld hoch. Weil wir haben da irgendwie noch voll den Sahara-Staub, also das Runterfahren von der Autobahn, das war jetzt irre, das war total gelb wie Nebel. Und jetzt fahren wir das Rossfeld hoch und mal schauen, ob wir da ein paar Fotos machen können von dem Wetterphänomen. Pheromone, von den Wetterpheromonen, genau. Ich weiß aber nicht, ob der Stream hält, weil da oben ist die Verbindung ziemlich schlecht. Ach, da hinten ist die Laroswacht. Laroswacht. Ist auch so ein altes Haus, die Laroswacht. Überhaupt haben da komischerweise viele Häuser den Namen Wacht. Aber das kommt, wie gesagt, aus der Zeit noch Wacht. Genau, Oberau, Unterau, Hinterschorshausen, Oberschorshausen, Hinterzipfelhausen. Keine Ahnung. Hauptsache Blödsinn. Hauptsache Blödsinn, ja. Wow, was die da bauen, ja, schau mal. Das ist ja irre. So, jetzt geht's rauf zum Kehlstein. Lauter Reisnägel. Warmer Leberkas. Da gibt's einen warmen Leberkas. Ja, es gibt jetzt einen Kaiserschmarrn. So einen Kaiserschmarrn gibt's. Ja, jetzt müssen wir das mit Zeug. Du, ich weiß gar nicht, wer heute im Fundamt arbeitet. Also die Meier-Zensi hat heute frei. Tot frei. Fundamt hat frei. Die haben zu. Das ist ihr Nebenjob bei Uber. Also die fahren mich da praktisch um. Da ist auch so alte Hütten. Jetzt müssen wir erst einmal die Mautstrecke kaufen. Boah, wir sind zu fett. Hast du das da echt runterschalten müssen? Ja, Ja, und wenn ich nicht mitfahre? weiß ich nicht. Dann muss ich trotzdem runterschalten, Okay, weil gut. er so fett bin. Okay. Der soll halt einen Laufraum nicht fahren. Wow. Also die Mauern da, die kämen alles noch aus den 30er und 40er Jahren. Ja, das Fundamt hat halt zu. Fundamt hat geschlossen. Die macht halt Betriebsausflug. Wegen schönem Wetter geschlossen. Genau. Wo sind die Mauern? Die Dinger da. Genau, also die Stempen da zum Beispiel, die kennst du aus den Dokus, wenn es oft über das Teehaus berichtet wird und den Straßenbau. Ja, Und oh, die nerven so. Wieso können die nicht einfach daheim bleiben? also wenn
ein Auto kaufen. Also nochmal, die Straßenabsperrungen sieht man oft in die Dokumentationen, wenn es über das Teehaus oder Kehlstein und so weiter geht. Und die haben das relativ natürlich nachgebaut, dass es in die Landschaft integriert, damit gewisse Leute da sich einfach wohler fühlen. Genauso war das geplant. So, das ist auch nicht die Panoramastraße, das ist erst der Weg zur Panoramastraße. Ich kann eigentlich mal schauen, wie hoch das wir sind. Nur Reisnagel. Wir haben auch eine Müllabfuhr. Die entsorgen praktisch die Touristen, die was nicht mehr weiterkommen. Die hängen geblieben sind. Die fahren die da mit dem Müllknaster runter. Oh mein Gott, das gibt wieder Dislikes. Das gibt, ich schätze mal, nach dem Stream habe ich noch, wie viel schätzt? 10, nein, ich habe gesagt 15 Abonnenten, hätte ich gesagt. 15 habe ich noch. Also da ist die Rossfeldstraße und da Kehlsteinhaus. Da haben wir jetzt Obersalzberg. So schaut das aus. Live in echt. Noch bevor die Touris da sind. Man kann sagen, es sind schon lauter Touri. Wir hätten jetzt eigentlich rechts müssen, oder? Ja, vorne steht aber auch über das Rostbergfeldstraße. Ja, da hätte man da rechts fahren müssen. Ich glaube, die Meierzenzi hat es jetzt verfahren. Schusterhäusl. Der darf man wahrscheinlich gar nicht reinfahren, aber das ist wurscht. Die Kinder schauen auch schon. Was tut da? Schau, wie die Kinder schauen. Kinderschreck. Die Meierzenzi ist der Kinderschreck. Boah, die Meierzenzi. Gell? Ich hebe euch mal zum Fenster raus. Schmeißt das Handy rein. Völlig. Mei, da seht ihr jetzt den Sahara-Staub gleich. Ich hebe euch mal kurz raus. Boah, das ist Hollywood. Habt ihr den Kameramove gesehen? Das ist das Wolf-Films. Bei Wolf-Films habe ich das gelernt. Ich hebe euch jetzt nochmal raus. Wenn das Handy stiften geht, Spendenkonto, fahren wir nicht so wild. Ich fahre überhaupt nicht. Sie fährt nicht wild, sie fährt 70. Genau, das ist Hollywood. Man kann Blödsinn machen. Aber ich schätze mal, der ist Wind ziemlich laut, wenn der da über das Mikrofon drüber springt. Ja, Uwe, pack deine Sachen und komm mal vorbei. Besser gestern wie heute. Besser gestern wie heute, sagt die Dani. Jetzt bin ich ja gespannt, die Maut kostet mal jetzt 10 Euro. Wenn Preissaison ist, glaube ich sogar 15 oder 12 Euro. Die verlangen da immer ein bisschen mehr. Ich freue mich jetzt dann bloß auf einen Kaffee da oben. Normalerweise trinke ich am liebsten in die Berge einen Almdudler. Ein Almdudler. Ja, da Oh, muss man Wasserrad. aber vorher laufen, dass man sich das verdient. Na, da muss man nicht laufen. Doch, Na, kann man schon. nein, da kommen Ja. ab. Da, Expeditionsfahrzeug. Nein, man kann auch mit dem Auto fahren und hat sie dann trotzdem Schweinshaar. Was schreibt der Uwe? Funkloch? Ah, okay. Okay, jetzt geht's wahrscheinlich los mit dem Funkloch. Bin ich gespannt, wann es uns raushaut. Also, wenn es mich raushaut, Jungs, war voll cool.